Der Karteiser wird. Merci, Herr Präsident. Ich weiß noch nicht, aufgrund von wegen Text ich soll argumentieren, den schriftlichen oder den neuen von dem nach ein Tiredo aus. Dafür will ich probieren, mal generell ein paar Kommentare zu machen über den Approche an dem Text. Wenn es nicht mehr geht den Etat de droit an Europa, dann ist das natürlich eine Proposition für den Lien zu machen zwischen einem Nicht-Respekt vom Etat de droit, wenn den dûment konstatiert ist. Und dann muss ich gucken, dass die Prozeduren, die dort vorgesehen auch voll respektiert sind, und dass sich eben da kann auch rechtsgültig und politisch verträglich kann der Bekanntster losgehen, den Blick eventuell die anderen Memberstaaten oder europäische Institutionen kann dazu bringen, sich Gedanken zu machen, wie man da kann umgehen gehen. Ob aber der Weben der finanzielle Erpressung, weil das ja eigentlich Staat, die richtigen als politisch, für Länder zu einem Verhalten zu bringen, was andere für richtig halten, oder wenn man merkt, dass es eine langfristige Solidarität in Europa gegen begünstigt wird, die Weg zu gehen, das nicht zu bezweifeln. Ich finde die politische, sagen wir mal, Rationalität, die Möglichkeit, wie man Länder so umzugehen, dass ein Land in Europa mit dem anderen auf diese Manier soll umgehen und daraus ein positives Resultat sich erwartet, das schenkt man mehr wie zweifelhaft. Dasselbe ist als den Solidaritätsgedanke. Der Solidaritätsgedanke, den interessiert das osteuropäische Länder, weil ein paar von denen geht es ja hauptsächlich allgemein, selbstverständlich, weil an den Träten gibt es ja die Gedanken an die Begriffe Pumula nimmt. Aber besonders am Verhältnis zu den Artikeln, die über Verteidigung und Sicherheit schwätzen, 42, aber auch über den Fonds de Solidarität, wo wir an einer historischen Rolle sind, die wir als Kind Ende vom Kalten Krieg, für eben den Teil von Europa, der man Glück hat wie mir, weil der in einer kommunistischen Regime gelitten hat, für denen zu erlauben, ökonomisch auf unser Niveau runterzukommen. Das sind zwei Begriffe, Solidarität, die ganz wichtig sind emotional in Osteuropa. Aber wenn man die Begriffe benutzen, darf man auch die Dimensionen des Verluste wegen Reaktionen provozieren wir an den Ländern, wenn wir auf diesen Weg gehen. Ich ging dafür warnen, auf den Weg zu gehen. Immer, erstens allgemein in Europa, dass probiert, den anderen unter Druck zu setzen. Ich meine nicht, dass der Weg zu etwas feiert. Es geht aber um Rechtsstaatlichkeit, will ich just so. Ne? Ja, ist schon. Also die Rechtsstaatlichkeit habe ich gleich am Anfang gesagt, Herr Wiesler, erstens muss ein Bruch konstatiert sein. Wann konstatiert das? Und das tun wir nicht bislang. Zweitens, wann konstatiert das? Da ging ich proposieren, dass wir zusammen überlegen, aber mit den Ländern zusammen überlegen, was wir können mehr wie Rechtsstaatlichkeit zu verbessern. An Englisch Bemerkung, auch Rechtsstaatlichkeit hat nicht nur an Osteuropa Probleme, aber auch an Westeuropa, und auch heute zu Lützeburg können sich so Probleme präsentieren. Und ich meine, das ist richtig. Dass ein Land dem anderen, auch da über die Schiller guckt, dass dem anderen hilft, für eventuell auf Sachen aufmerksam zu machen, die nicht gut sind, und dass das am Dialog geklärt wird, und nicht probiert, über Mischspieler oder finanzielle Mechanismen oder einen Missbrauch von europäischen Institutionen für Aussichten an engem Land durchzusetzen, dass ich da einem anderen sind, auf die Weg, kann man an Europa nicht führen. Ich so nicht merci.